Offenbarung 12,17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen, mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote befolgen und das Zeugnis Jesus Christus haben. Im Rhythmus seines Hirtenstockes. Die Wichtigkeit des Sabbathaltens ist verloren gegangen, das wäre aber der erste Schritt wieder in die Freiheit. Über viele Jahre wurden wir mehr und mehr in ein gottloses Weltsystem gefangen genommen und das, weil wir des Schöpfers heiligen Treffen vergessen haben. Hat sich deshalb Segen in Fluch gewandelt? Lange hat der Vater im Himmel es wegen Unwissenheit übersehen. Nun aber ist es an der Zeit, uns wieder in seine Ordnungen einführen zu lassen. Wie auch damals hatte Mose das Volk wieder neu geschult und für das gelobte Land vorbereitet. So wird zuerst das Halten des Sabbats uns auch heute wieder freisetzen. Wir machen uns Schritt für Schritt im Rhythmus seines Hirtenstockes auf den Heimweg. Haben wir den heiligen Sabbattag wiedergefunden? Die letzten 2000 Jahre wurde des Schöpfers heiliger Sabbat systematisch vergraben und diese Wahrheit beinahe ganz zugedeckt. Wer weiß denn heute noch, dass der Mond uns diese heiligen Zusammenkünfte anzeigt? So haben wir tief im Wort Gottes gegraben und diesen Goldschatz wiedergefunden. Wie das vor sich ging, steht in meiner ersten Ausgabe des Buches im Herzschlag des Neumondes. Wir folgen dem Zeugnis Jeschia HaMashiach. Die Freude am Sabbathalten erleben nur die, die es ausprobieren. Diese Freude lässt uns höher steigen, weil wir das Zeugnis haben und die Gebote Gottes halten. Ich kann es nur empfehlen, denn der Sabbatsegen war für viele Generationen verloren gegangen. Was wir nun aber wiedergefunden haben, kann uns niemand mehr nehmen. Wir sind überglücklich. Mit neuer Kraft folgen wir dem König im Rhythmus seines Hirtenstockes. Der Feind aber ist wütend, denn er hat nicht mehr viel Zeit und sucht, wen er jetzt noch verschlingen kann. Es wird ihm aber nicht gelingen, uns zu fangen, weil die heiligen Engel für uns streiten. Die 4 Feste Jeschia HaMashiachs. Am Neumondtag zeigt uns der Schöpfer seine heiligen Sabbate an, und Jeschia, unser König, ist der Herr des Sabbats. Geschieden, Chanukka, das Fest der Zeugung im Winter, und er trennte das Licht von der Finsternis. Verliebt, Passa, das Fest im Frühling, der Schmerz eines gebrochenen Herzens. Verlobt, Pfingsten, das Fest im Sommer, die Wassertaufe bestätigt eine Neugeburt. Verheiratet, Sukkot, das Laubhüttenfest und die Geburt Jeschias im Herbst, die Freude der Hochzeit des Königs mit seiner Braut im Himmel. Römer 10, 9-10. Denn wenn du mit dem Mund Jesus als deinen Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus dem Toten erweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Kaufe dir eine Bibel, das Alte und das Neue Testament, und lese zuerst das Evangelium nach Johannes. Dann gehe zurück zum Anfang und fang an zu lesen im 1. Buch Mose. Trage Tzitzit, wie es im 4. Mose 15, 37-41 steht. Sie sollen uns daran erinnern, seine Gebote zu halten, denn an seinen heiligen Sabbattagen werden wir versiegelt.
1. Johannes 5,2. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Sein Gesetz ist in unser Herz geschrieben, wie der hebräische Buchstaben Shin uns im Ruach des himmlischen Vaters bestätigt. Das Wort Gottes wurde in der Auferstehung seines eingeborenen Sohnes für uns alle lebendig gemacht. Wie macht man Tzitzit? Man nimmt 5 weiße Fäden, macht eine Schlaufe, die 2 Tafeln. Nimmt man doppelt und hat so 10 Fäden der Gebote Gottes. Knüpft dann den ersten Knopf, den Neumondtag, mit einem längeren purpurblauen Faden, Jeschias, auch doppelt zusammen. Wiederholt, umwindet, im Ruach HaKodesh, mit dem doppelten blauen Faden die 10 weißen Fäden 6-mal, 6 Arbeitstage. Macht dann den ersten Sabbatknopf. Das wiederholt man 3-mal.